Hallo zusammen, hier ist Chris oder der Crown Cletus. Ich rede schon wieder von einem Déjà-vu. Es scheint fast eins zu sein, ist aber keins, weil wir sehen hier nicht der Hektik, sondern es ist das mal der All-Star, der noch eine briefere Punktzahl hat rausgeschnitzt aus so einem Dome-Domination-Gameplay. Und es ist auch ein exzellentes Gameplay, um zu zeigen, was passiert, wenn man sich nicht um die Luftunterstützungen vom Gegner kümmert. Weil der All-Star hat hier neben dem Predator der AH-6 und den Payflow drin. Und gerade der AH-6 und der Payflow machen dermaßen viele Kills, weil sie einfach nicht wirklich innerhalb von sinnvoller Frist abgeschossen werden. Und das ist absolut vernichtend für das gegnerische Team, wenn nicht gerade alle Blind Eye drauf haben, was hier nicht der Fall war. Und den anderen Schönen ist auch immer die C4, die er hier auf dem Flaggenpunkt platziert. Hier laufen sie einige Mal rein, die Gegner, und werden einfach abkassiert. Und dabei, finde ich, sieht man sie eigentlich noch gut, wenn es so rot blinkt. Naja, auf jeden Fall ganz geiles Gameplay All-Star, schön besteuert und zieht nach Sina im Hintergrund. Ich habe nämlich ein anderes Thema vorbereitet. Oder was heisst schon vorbereitet? Heute Morgen habe ich auf callofduty.4players.de gesehen, dass der Robert Bowling gekündigt hat. Der Woody's Gamertag hat ein Video darüber gemacht, der Fisticuffs, wenn ihr den kennt. Und ja, ist schon einiges diskutiert worden. Ich habe mir hier den Artikel durchgelesen auf callofduty.4players.de und empfehle euch das auch noch, weil es ist noch eine interessante Sache, weil für die den Robert Bowling nicht kennen, er ist bekannt worden als Creative Strategist oder eben der Kreativstrateg von Infinity Ward, der gleichzeitig sich auch um Community gekümmert hat. Und ist durch das von vielen nicht unbedingt so geschätzt worden. Der Robert Blowing ist zum Beispiel auch eine Namensgebung, die man hier mal gesetzt hat. Und das Problem war einfach, er ist eigentlich an der Front gestanden. Ihr müsst euch das so vorstellen, Infinity Ward als Teil der Entwickler, die das MW3 haben erstellt, ist es so, dass die Leute, die dort arbeiten, in den Büros, programmieren, Grafiken, was auch immer, die ganze Routine reinhaben, die haben eigentlich keinen Kontakt mit den Kunden, was ja schlussendlich mehr Gamer sind. Und dort ist eigentlich der Robert Bowling in dem Sinn die Person, die er vor allem halt Scheiße abholt. Das heisst, die ganzen Sachen, die eben nicht so gut sind, wo man sich ständig beklagt, die geht er dann abholen und muss sich wegen dem auch einiges anhören, was eventuell nicht so positiv ist. Und man kann jetzt natürlich sagen, dass er den Job ja selber ausgewählt und wenn er die ganze Zeit von den Fans beschimpfen wird, wegen Second Chance, FMG Akimbo, den ganzen Glitches, die es immer noch gibt, unter das Zeug kriechen, hat einfach den ganzen Loser-Scheiß, den eigentlich nur die Vollidioten ausnutzen, die schon voll hohl in der Birne sind und von Fairness eigentlich kein Wort verstehen. Aber eben, das kann ihm dann schon ein bisschen auf die Eier gehen. Und jetzt sieht es so aus, als hätte er langsam recht Anschiss gehabt und hat dann die Firma wegen dem jetzt verloren. Und ist jetzt, glaube ich, auf der Suche nach etwas Neuem oder hat schon irgendwas. Es wird da irgendwie etwas gemunkelt. Aber das sieht man ja dann. Interessant in dieser Hinsicht ist auch, dass der Josh Olin, der JD 2020, wenn er auf Twitter heisst, ist eigentlich genau das Gleiche gewesen, wie jetzt der Robert Bowling. Auch kreativer Strateg oder Community Manager, wie man dem auch immer sagen will. Und das aber nicht bei Infinity Ward, sondern bei Treyarch. Und auch er hat eigentlich das Team kurz nachdem das Black Ops veröffentlicht wurde, verloren. Gründe sind mir jetzt nicht gerade bekannt. Es ist aber durchaus so, dass die Leute, die halt einfach an der Front stehen bei einer Firma und in dem Sinne eben konstant mit dem Feedback der Kunden konfrontiert sind, der muss schon noch so ein bisschen einen harten Panzer haben und das Ganze auch nicht irgendwie persönlich nehmen. Ich meine, gerade Robert Bowling hat ja einmal mal offiziell an einem Event erzählt, dass es kein Last Stand oder Second Chance oder immer, was auch immer wird geben und hat dort scheinbar einfach das Perk gemeint, weil der Deathstreak ist jetzt gleich wieder drin
Und gegebenenfalls hat er das persönlich auch nicht befürwortet. Ist aber so, dass nach Nachdruck vermutlich von Activision gewisse Sachen halt haben müssen gemacht werden. Und ja, was willst du? Du hast etwas erzählt, die Fans fühlen sich verarscht, er fühlt sich auch verarscht. Und nachdem dass man ein Zeitchen probiert, vielleicht irgendetwas mit einem Patch oder ich denke, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel wegen Second Chance, Last Stand Faggots mit einem Patch zu lösen. Aber ja, ich denke, es gibt auch andere Probleme, die man hätte lösen können, die er vielleicht probiert hat. Und dann hat er müssen sagen, ich komme hier nicht vorwärts in dieser Firma und hat wegen dem vielleicht den Hut gezogen. Das sind jetzt alles nur Spekulationen, was aber definitiv keine Spekulation ist. Ich meine, wenn ihr so ein bisschen Fotos von ihm kennt oder so, ist er ja immer der Strahlemann gewesen, auch an E3 und am Call of the Community Event oder Call of Duty XP. Dort ist er auch immer sehr, sehr gut aufgelegt gewesen, humorvoll und alles. Und in letzter Zeit hat das schon ein bisschen geändert und er hat nicht ganz so viel gelächelt und auch irgendwie sich eine Schnauze wachsen. Keine Ahnung, also es ist auch visuell eigentlich eine Veränderung vonstatten gegangen, die jetzt im Nachhinein betrachtet eventuell schon ein bisschen aufgezeigt hat, dass er nicht ganz so zufrieden ist oder wie man das dann auch immer mal deuten. Auf jeden Fall hat es auch schon mal ein Interview gegeben, wo er mal gesagt hat, Ende letztes Jahr ist das noch, dass er sich eigentlich wünscht, dass man ja, wieder zurück zu früher gehen kann, in dem Sinn, wo es noch darum ist gegangen, geile Spiele zu machen und man gewisse Freiheiten hatte. Klar gibt es heute auch geile Games, aber häufig ist es halt unter dem Druck von den grossen Mutterhäusern, sei es eben Activision oder Electronic Arts, zum Teil noch schwierig, das durchzuziehen, was man als Spielehersteller möchte, weil vielleicht sind gewisse Sachen, die man nicht mehr einbauen will, nicht so populär bei der Mutterfirma und durch das würde gegebenenfalls Verkaufszahlen geschmälert werden. Und da es schlussendlich halt leider wirklich nur ums Geld geht, da kann man jetzt keinen erzählen, die müssen auch leben von diesen Einnahmen, die verdienen Gott genug. Ist es eben so, dass ja, gewisse Entscheidungen gefällt werden, die einfach primär wegen dem Geld sind. Ich meine, FMG, Akimbo und die ganze Noob-Scheiße in Call of Duty, da kann man niemandem etwas erzählen. Das ist nur drin, dass eigentlich der Standardspieler, und das ist die grosse Masse, ich denke 80% der Call of Duty Gamer sind einfach wirklich nur Standard-Gelegenheitsspieler. Und der Hardkern, der sich doch ein intensiver damit beschäftigt wie mir, das ist nicht so ein grosser Anteil. Und darum haben sie genau die Noob-Scheiße drinnen gelassen, damit das eben die auch noch einen Anreiz an diesem Spiel haben. Und ich denke, die Support-Klasse kommt auch aus dieser Richtung, wobei das eigentlich eine ganz tolle Ergänzung ist. Quad C4, das war hart. Anyway, eben, bei der Support-Klasse waren wir, wo jetzt schlussendlich noch gut ist rausgekommen, aber sicher auch wegen dem ist gemacht worden, dass es zugänglicher ist worden für die Noobs. Das war, glaube ich, auch eine Auflage von Activision, dass es eben die Hardcore-Fans und Gamer genauso muss ansprechen wie die Noobs. Und durch das gibt es dann halt einfach so ja, gewisse Konsequenzen, die für die einen oder anderen ein bisschen mühsam sind. Also jetzt doch ein bisschen lang und gegebenenfalls auch ein bisschen ausführlicher berichtet, als ich eigentlich wollte. Aber die Sache ist halt immer die, bei Treyarch hat man auch die Position von Josh Olin nicht nachbesetzt. Man kann jetzt gespannt sein, ob der Robert Bowling ersetzt wird, ob dort jemand Neues wird kommen. Es ist wie gesagt ein brutal harter Job, nehme ich an, weil jeder, der schon mal so ein bisschen kundennah gearbeitet hat und vielleicht auch als Interface, als Verbindungsstück zwischen dem Kunden und der Firma, wo man dafür arbeitet, selber aktiv ist, merkt, wie es zum Teil schon ein bisschen intensiv kann werden, wenn man jetzt dem Kunden seine Problematiken genau versteht und gleich kann man innerhalb der eigenen Firma nichts erreichen. Und das kann sehr, sehr frustrierend sein, vor allem dann eben auch, wenn die Kunden oder jetzt eben die Fans eigentlich konstant unzufrieden sind. Ja, wenn man auf dem Internet unterwegs ist, dann hat man es einfach mit Kritik zu tun, das ist für jeden klar und mit dem muss man klarkommen, weil sonst wird man viel zu schnell abgeputzt. Und eben auch der Robert Bowling hat da sicher eine dickere Haut als andere, aber irgendwann ist eigentlich für jeden fertig und vielleicht hat er auch ein tolles Angebot bekommen, wo er wieder ein bisschen kreativer kann sein kann. Man kann gespannt sein, was sich aus dem ergibt und vielleicht hört man auch nichts mehr von ihm, ich meine whatever. Aber ja, es wäre schade, wenn sie die Position nicht wieder würden besetzen, weil das würde eigentlich dazu führen, dass die Verbindung zwischen dem Spielehersteller, jetzt Infinity Ward,
und den Fans einfach ein bisschen gelockert werden, weil nicht mehr eine Person rum ist, die vielleicht ein bisschen probiert zu kommunizieren. Schlussendlich interessiert das dort dann niemand mehr gross und es wird dann vielleicht auch nicht gross darüber geredet, was jetzt auch an Patches oder wie auch immer Veränderungen rauskommt. Ist einfach ein bisschen schade. Das zeigt wieder mal gut das Bild von der heutigen Wirtschaft, wo einfach das Geld dermaßen im Vordergrund steht, dass häufig die Interessen des Kunden komplett aus den Augen verloren werden. Und mir ist auch klar, dass man nicht jedem Kunden oder eben uns Zocker jeden Wunsch erfüllen kann. Aber auf der anderen Seite sind wir doch einfach die schlussendlich Knete bringen. Und dann ist es einfach schon fast vernichtend, wenn man so auf die Kunden schießt. Aber wenn man so viele Millionen Leute hat, die sowieso Bling das Game jedes Jahr kaufen, dann kann man eben auch ein bisschen machen, was man will. Also haben wir hier ein klassisches Dilemma. Und die Frage ist halt einfach, ob sich das wird ändern, ob sich etwas wird verbessern. Und ja, für viele von uns wird vermutlich mit dem Black Ops 2, auch wenn das Black Ops für gewisse nicht so beliebt war, es wird sich dort ein für alle Mal zeigen, ob man mit dem Call of so weiterfährt und das weiterhin zockt. Ja, nach dem Sommer wird es ganz sicher ein sehr spannender Herbst und der Winter mit dem Black Ops 2. Schönen zusammen.